Da sind ein paar Ausschnitte aus diesem Film. Mega spannend, wie es erzählt wird. Es kommt noch viel mehr dann die Hirten vor. Das schauen wir dann am nächsten Sonntag mehr, weil da geht es dann um die Hirten, auch in unserem Text. Heute die Geburt von Jesus. Und da möchten wir zusammen starten, in diese Geschichte eintauchen und den Bibeltext lesen. 2. Lukas, Verse 1 bis 7. Diese bekannte Geschichte, hört sie euch einfach an und lasst sie auf euch wirken. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem anvertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge gefunden. Für viele ist das eine Geschichte, aber es ist viel mehr als einfach eine Geschichte. Ich will gerne gleich jetzt auch am Anfang der Predigt beten, dass Gott unsere Herzen auftut, dass das, was er uns heute mitgeben will, durch diese Geschichte, dass wir das hören dürfen. Danke, guter Vater im Himmel, dass wir deine Worte haben dürfen, dass wir diese Geschichte lesen können und dass sie bis heute zu uns redet. Öffne unsere Herzen für das, was du vorbereitet hast, dass genau das, was du willst, in unsere Situation, in unseren Alltag, in unser Herz hineinreden darf, dass du, Jesus, zu uns reden darfst heute Morgen. Wir möchten offen sein für das, was du tun willst. Amen. Ich finde, es ist eine wunderschöne Geschichte. Es ist so schön, dass diese Geschichte alle Leute erzählen. Es gibt ja ganz viele Dinge, die man heute denkt, die gehören alle zu dieser Geschichte dazu. Die stehen eigentlich gar nirgends hier. Zum Beispiel, es steht gar nichts vom Ochsen und vom Esel. Keine Ahnung, ob die da waren oder nicht. Das kann niemand sagen heute. Man hat so im Kopf, wie das war. Man hat so Bilder vor Augen, wie sich das abgespielt haben könnte. Wie war das mit dieser Herberge? Was war das für ein Ort überhaupt? Was ist damit gemeint? Was ist mit dieser Krippe los? Also es muss eine Art Stall gewesen sein. Einige sagen, es war in einer Höhle. Wenn man heute in Bethlehem ist, bei der Geburtskirche wird da eine Höhle gezeigt, wo dieser Stall gewesen sein soll. Oder war es vielleicht doch irgendwie anders? Und man fragt sich, was ist da genau? Und das wollen wir machen. Wir wollen heute zusammen in den Text schauen und einfach ein paar von diesen Dingen, was wir entdecken können, mitnehmen und zu uns sprechen lassen. Ich habe am Anfang gedacht, als ich diese Predigt vorbereitet habe, oh, was soll ich heute auch sagen? Diese Geschichte kennen ja alle schon, ist das nicht immer genau das Gleiche? Und am Schluss, als ich fertig war mit der Vorbereitung, habe ich gedacht, am liebsten würde ich noch 3 oder 4 oder 5 Predigten über diesen Text machen. Es steckt so unglaublich viel darin. Es ist so reichhaltig und einfach deshalb nur ein paar wenige Gedanken dazu. Es beginnt ja hier damit, das ist interessant, wie Lukas das schreibt, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Ich denke manchmal, lieber Lukas, der du das geschrieben hast, hättest du nicht ein bisschen mehr erzählen können, wie das genau passiert ist. Aber das war ihm offensichtlich wichtig, dass sich diese Geschichte zu einer bestimmten Zeit so ergeben hat, dass die passiert ist. Und er sagt, es ist nicht irgendwann, sondern es ist in einer bestimmten Zeit, wo dieser Augustus der Kaiser war. Also offensichtlich ist für Lukas das sehr wichtig, dass das nicht einfach eine schöne Geschichte ist, eine religiöse Geschichte, sage ich mal, oder eine Art Legende oder so, die man sich erzählt, wo man dann ganz viel damit machen kann, so, sondern dem Lukas ist es wichtig, dass das, was er erzählt, dass das eine Geschichte ist, die historisch stattgefunden hat zu einer gewissen Zeit hier auf dieser Welt.
Und das ist schon sehr spannend, dass das dem Lukas so wichtig ist. Heute geht man hier mit dieser Geschichte so um. Ich weiß nicht, was ihr alles hört über diese Geschichte oder vielleicht auch selber denkt, eine schöne Legende, die man sich erzählt und so weiter. Aber Lukas wollte nie eine schöne Geschichte erzählen, sondern er wollte erzählen, was damals wirklich passiert ist. Und das ist ganz wichtig für uns. Denn wenn wir denken, ja, vor 2000 Jahren war vielleicht irgendetwas, die haben sich keine Ahnung erzählt oder so. Wenn tatsächlich der lebendige Gott in diese Welt gekommen ist, auch wenn es vor 2000 Jahren war, dann hat das eine Veränderung für uns heute, für die ganze Weltgeschichte. Das ist ein Ereignis, das, wenn das wirklich passiert ist, dann kann es uns nicht kalt lassen. Und dem Lukas war es wirklich wichtig, dass er diese Dinge sehr sorgfältig uns erzählt und berichtet. Das müssen wir uns bewusst sein, wenn wir das lesen. Es ist nicht einfach eine Geschichte, sondern er wollte zeigen, was da passiert ist. Am Anfang vom Lukas-Evangelium erklärt Lukas auch, wie er das jeweils macht, also wie er zu diesem Berichterstattung eigentlich gekommen ist. Er schreibt hier: Verehrter Theophilus, viele haben schon über diese Ereignisse geschrieben, die bei uns geschehen sind. Also der Lukas will wirklich über etwas berichten, das geschehen ist, über Geschichten, die stattfinden. Verschiedene haben schon geschrieben. Der Lukas schreibt einem Mann, einem Theophilus, und sagt, viele haben das schon probiert. Dabei haben sie die Berichte der ersten Jünger zugrunde gelegt, die mit eigenen Augen gesehen haben, wie Gott seine Verheißungen erfüllt hat. Also Lukas sagt, wir haben von den Augenzeugen selbst gehört, was da passiert ist und haben gemerkt, da beginnt Gott eine Geschichte zu schreiben. Das sind die Verheißungen von Gott, die hier passieren. Und dann sagt Lukas weiter, ich habe alle diese Berichte von Anfang an sorgfältig studiert und beschlossen, alles in geordneter Folge für dich aufzuzeichnen. Auf diese Weise kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterrichtet wurdest. Also schon mal sehr cool, finde ich. Lukas hat seinen Kopf eingeschaltet, hat mitgedacht, hat geschaut, ja, was ist zuverlässig, hat sorgfältig das gesucht, geordnet, studiert. Das heißt, er hat das studiert, hat wirklich geschaut, was sind das für Berichte, die wir haben, und hat gesagt, so kannst du sehen, dem, den er das schreibt, dass es wirklich verhält, dass es stimmt. Und dass das, was du glaubst, dass das, was du von Jesus hörst, dass das nicht irgendeine Erfindung ist, sondern dass das wirkliche Ereignisse sind, Geschichten, die sich zugetragen haben und die jetzt etwas mit unserem Leben zu tun haben. Also eigentlich sagt Lukas, es ist viel mehr als eine Geschichte. Es ist das, was wirklich passiert ist, was jetzt für unsere Lehre so wichtig ist. Und in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, beginnt es ja zur Zeit, da der Kaiser Augustus war. Also er ordnet das bewusst ein. Ich habe mich dann gefragt, wieso kommt Lukas darauf, wenn er das schon so überlegt und so, wieso ist es ihm so wichtig, dass der Augustus da erwähnt wird, dieser Kaiser, dieser römische Kaiser. Irgendwie will Lukas offensichtlich das gegenüberstellen, der Kaiser, der weltliche Kaiser, der da herrscht. Und dann Jesus, der auf die Welt kommt, eine Art himmlischer Herrscher, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Also über diesen Augustus ist ja ganz viel bekannt heute, aus außerbiblischen, historischen anderen Quellen, wo wir lesen können über diesen Augustus. Der war, ich weiß nicht, was ihr so lest in der Freizeit, der war der Großneffe, also der Julius Caesar, der Bekannte aus dem Asterix-Büchlein, das kennen vielleicht die einigen. Der war sein Großonkel. Als der ermordet wurde, hat Augustinus mit Gewalt, das war ein blutiger Machtkampf eigentlich, hat die Gewalt an sich gerissen im Römischen Reich. Da waren verschiedene Schlachten und Dinge, die passiert sind, bis dieser Augustus dann 31 vor Christus Alleinherrscher über das Römische Reich wurde. Der hat auch regiert bis 14 nach Christus, eine lange Zeit. Er war das politische Oberhaupt, also er hat etwas Interessantes gemacht. Er hat aus dem Römischen Reich, das ja eine Republik war, hat er eine Monarchie gemacht. Also er hat alle Macht an sich gerissen. Er war der politische Oberhaupt, militärisches Oberhaupt. Später hat er von sich gesagt, dass er auch der Pontifex Maximus ist, also eigentlich das hohe priesterliche Oberhaupt für das ganze Römische Reich. Hat er für die damaligen Leute bedeutet, wir sind die Welt. Also eigentlich hat er gedacht, ich bin der einzige hohe Priester der ganzen Welt. Er hat interessante Sachen gemacht. Dieser Titel Augustus, das ist nur ein Titel, der ihm verliehen wurde von dem Senat. Das bedeutet der Erhabene.
Also er hat geschaut, dass ihm der Titel der Erhabene gegeben wurde. Durch seine militärischen Aktivitäten war es eine Zeit von Frieden auch, die losgegangen ist im Römischen Reich. Die Pax Romana, müsst ihr mal nachschauen, ist noch spannend, oder Pax Augusta, so eine Friedenszeit, nicht äußerlich, da waren ganz viele Kriege, aber innerlich war es eine Zeit von Wohlstand und Frieden, die mehrere Jahrhunderte auch gehalten hat im Römischen Reich. Er hat interessante Sachen gemacht da und irgendwann hat er gefunden, dieser Augustus, ich bin gleich fertig, wir machen keine Geschichtsstunde, aber es ist noch spannend. Irgendwann hat dieser Augustus gefunden, der Julius Caesar, das ist im Fall ein Gott. Den müssen wir als Gott verehren. Mit anderen Worten, er hat gesagt, ich bin ein Gottessohn. Das war die Message von diesem Augustus und er wurde auch als Gott verehrt in seinem Königreich in verschiedenen Orten und so Vasallenkönige wie der Herodes zum Beispiel, der über Judäa König war, die haben einfach möglichst alles gemacht, um in der Gunst dieses Augustus zu stehen. Schon interessant, also wir sehen hier, Lukas schreibt diese Geschichte, sagt, das ist zur Zeit des Augustus passiert, ein Herrscher in der Welt und in dieser Zeit ist ein anderer Herrscher geboren. Es ist eine Zeit, in der viel gelaufen ist in der Welt. Es ist historisch zuverlässig, es ist wirklich passiert und es ist sehr tiefgründig. Wir merken hier, dass Lukas das so gegenüberstellt. Dieser weltliche Herrscher, der möglichst viel irdische Macht mit Gewalt an sich reißt. Und dann kommt Jesus auf die Welt. Der Herrscher des Universums. Unscheinbar, in einem Stall, in einer Krippe. Wir haben so vor Kopf diesen Mann, der sich prunkvoll als der Erhabene ausrufen lässt in seinem Königreich. Und Jesus, dem alle Ehre gebührt, der sich klein und menschlich macht. Zwei völlig andere Welten. Der eine, der sagt, er ist der hohe Priester und der Gottessohn. Und der Gottessohn, der wirklich kommt und demütig ist und den Weg bis ans Kreuz geht. Der eine, der sagt, alle Völker müssen mir dienen und mich verehren. Und der andere, der kommt, um den Jüngern zu dienen und ihnen die Füße zu waschen. Der eine, der ein irdisches Friedensreich schafft mit Gewalt und Militär und so weiter. Und der andere, der kommt, der ein Friedensreich aufstellt, das nicht von dieser Welt ist und allen Umständen zum Trotz Frieden schafft bis in alle Ewigkeit. Der eine, der vor 2000 Jahren dann irgendwann gestorben ist und der andere Jesus, der lebt bis heute. Also wenn wir das lesen, ist unglaublich, da sagt der Lukas, hey, das ist wirklich passiert in dieser Zeit und schaut einmal diesen Herrscher an, aber schaut einmal, wie der wirkliche Herrscher des Universums auf diese Welt kommt. Man merkt sofort, da ist etwas Himmlisches im Gang, etwas Übernatürliches im Gang, etwas, das nicht von dieser Welt ist, etwas, das mit uns heute zu tun hat, weil Jesus gekommen ist und etwas begonnen hat, was bis heute andauert. Ich habe dann geschaut in dieser Geschichte, es hat noch viel mehr so Tiefgang, wo wir merken, das Himmlische bricht herein in diese Welt und zwei Dinge, die ich heute mit euch teilen möchte. Es gäbe noch viel mehr, wie ich schon gesagt habe. Wenn wir hier ein bisschen weiterlesen, Vers 3, da heißt es dann, und jeder Mann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das judäische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlecht Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Ich habe hier gedacht, es wäre gut, wenn wir uns mal in diese Situation hineinversetzen. Das ist ja schon auch spannend, oder? Dieser Augustus, der nichts von Gott gewusst hat, wurde trotzdem zum Werkzeug von Gott und hat wurde dazu gebraucht, dass genau diese Geschichte so gelaufen ist, wie Gott das wollte. Ich meine, dass dieser Josef nach Bethlehem ging, wieso mussten die in die Vaterstadt gehen? Einfacher wäre es, sich dort zählen zu lassen, wo man wohnt. Das hat Aufruhr gegeben, das war eine halbe Völkerwanderung. Die spätere solche Zählungen haben wirklich zu Aufständen geführt. Leute waren mehrere Monate weg von der Arbeit und so weiter. Wieso macht man das? Also ich finde interessant, wie Gott sogar diesen Augustus dann als Werkzeug braucht, um seine Pläne zu verwirklichen. Schon spannend. Und dann sehe ich in diesem Text diese zwei Leute, die Maria und den Josef.
Also wir haben ja immer so ein romantisches Bild von diesen beiden, wie die da herzig auf dem Eseli nach Bethlehem reiten und dann kommt das Jesuskindlein und alle lachen und sind fröhlich. Wenn ich mir vorstelle, die Situation, die da wirklich war, also das war eine recht brutale Geschichte. Versuchen wir mal, uns hineinzuversetzen in diese beiden, wie die da gelebt haben. Also die waren ja verlobt, oder? Wir lesen das am Anfang im Lukas und am Anfang im Matthäus, die waren verlobt. Und plötzlich kommt da dieser Bericht vom Engel zu Maria, hey, du wirst schwanger werden. Eine spezielle Nachricht. Für Maria war klar, sie hat gesagt, es geschehe mir, wie der Herr will. Ich bin die Magd von Gott, er darf tun, was er will. Aber jetzt müssen wir uns vorstellen, die waren verlobt, die haben Ringe ausgetauscht, Josef hat den Brautpreis bezahlt. Die haben die Hochzeitsvorbereitungen vorwärts getrieben, dass der Josef die Maria heimholen kann zu sich. Und plötzlich wird die schwanger. Und Nazareth, ich weiß nicht, was ihr von Nazareth schon gehört habt. Anscheinend hört man nicht viel Gutes von Nazareth. Man liest auch nicht viel Gutes in der Bibel von Nazareth und von Loin. Es war ein kleines Dorf, die haben gesprochen. Ich meine, der Josef, wir lesen ja, der war ja noch schlau, oder? Er hat gedacht, gut, er will, dass die Maria nicht so dumm dasteht, er will einfach verschwinden in der Nacht. Zum Glück ist der Engel gekommen und hat ihm gesagt, nimm sie zur Frau. Und es wird etwas Spezielles passieren, oder? Und der Josef hat das dann auch gemacht, er hat sie zur Frau genommen. Also müssen wir uns mal diese Situation vorstellen. Jetzt wird die plötzlich schwanger. Da kann sie noch lange kommen und sagen, ja, das hat im Fall Gott gemacht. Wisst ihr, was die Leute sagen? Oder? Wir wissen schon, ist ja alles klar. Und in diesem Dorf, da kennt jeder jeden, oder? Ich habe mich auch gefragt, ist wahrscheinlich kein Zufall, dass Maria möglichst schnell dann, die war ja dann mehrere Monate bei Elisabeth zu Gast. Zum Glück hat Gott dieser Elisabeth gezeigt, dass das Kind im Bauch von Maria nicht per Zufall entstanden oder irgendwie anders entstanden ist, sondern dass es Gott gemacht hat. Wahrscheinlich war die recht froh, die Maria, dass sie da nicht in diesem Dorf war, sondern in diesem geschützten Umfeld, bei dieser Elisabeth, bei ihrer Tante. Und dann ist sie zurückgekommen, dann haben die irgendwie geheiratet. Das heißt dann auch in Matthäus, dass als sie geheiratet haben, hat trotzdem Josef sie nicht erkannt bis zur Geburt. Wisst ihr, was das bedeutet? Schon, oder? Er hat sie nicht erkannt. Wir kommen schon raus, oder? Und deshalb steht hier ihr anvertrautes Weib jetzt in Lukas 2. So sind sie gegangen, oder? Sie waren schon verheiratet, aber trotzdem irgendwie noch nicht so vollkommen eins geworden, eine Einheit, eine Ehe, wie wir das uns vorstellen würden. In manchen Übersetzungen steht dann auch mit seiner Verlobten, obwohl sie schon geheiratet haben, weil da im Urtext steht, das anvertraute Weib, oder? So diese Situation, vielleicht konnte man das noch eine Zeit lang verbergen, aber vielleicht kam das gerade recht, dass sie dann nach Bethlehem mussten. Weg von den Leuten, oder, die geredet haben. Und da kommen sie an und sagen, ja, ja, wir sind verheiratet und so und niemand fragt nach. Aber ich stelle mir diese Geschichte vor, das war nicht eine romantische Geschichte, das war eine Geschichte von Schwierigkeiten, Herausforderungen und dann dieser Weg voller Dreck und Staub, 170 Kilometer von Nazareth nach Bethlehem durch dieses hügelige Land, wo man nicht weiß, wo man schläft, was man isst. Das war eine Geschichte voller Widerstände. Aber es war Gottes guter Plan. Schon interessant, diese zwei jungen Leute, Maria wahrscheinlich etwa 15-jährig, in diesem Alter hat man damals geheiratet. Josef vielleicht um die 20. Auf diesem steinigen Weg unterwegs, weil es der Plan von Gott ist. Und diese beiden, die sagen, ja, wir haben ein Ja dazu, zu diesem Plan. Wir haben ein Ja dazu, zu diesem schwierigen Plan, den Gott hat. Und das war ja alles wichtig, es war alles bedeutsam. Es musste eine Jungfrau sein, weil so war es prophezeit in Jesaja 7,14. Sie mussten nach Bethlehem gehen. Das Kind musste aus dem Geschlecht Davids kommen. Das ist an vielen Orten prophezeit im Alten Testament. Übrigens, Jesus war vielleicht sogar aus einem priesterlichen Geschlecht, weil Maria hatte ja Verwandte, die Priester waren, oder? Der Zacharias, wir gelesen haben. Es musste Bethlehem sein, es ist prophezeit in Micha 5,1, also es gehört alles zu Gottes gutem Plan, aber es ist ein steiniger, beschwerlicher und schwieriger Weg. Und die sind da unterwegs und für mich ist diese Geschichte, wenn ich das sehe, eine Ermutigung. Vielleicht schickt dich Gott auch auf einen Weg oder hat einen Plan für dein Leben, er gibt dir eine Gabe, eine Begabung, mit der du Gott dienen sollst, aber es ist ein schwieriger und ein steiniger Weg, das kann sein. Es kann sein, dass uns Gott losschickt auf einen schwierigen und steinigen Weg, aber es ist sein guter Plan. Maria hat gesagt,
Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Gottes Plan ist gut, aber kann manchmal richtig, richtig schwierig sein. Und wenn ich so darüber nachdenke, kommen mir ganz viele Beispiele in den Sinn, wie das auch heute ist. Also ein Beispiel, das mir in den Sinn gekommen ist, wir haben ja einen jungen Mann von uns ausgesandt nach Sri Lanka für einen Kurzzeiteinsatz in der Mission. Und einige haben mitbekommen, was für Schwierigkeiten da auf ihn zugekommen sind. Das war ein bisschen anders, als er sich vorgestellt hätte. Aber Gott hat ihn da hingeschickt, das ist ein guter Plan, aber ein steiniger Weg. Ich weiß nicht, ob er von dort manchmal auch Livestream schaut, aber ich will Mut machen, auf dem steinigen Weg voranzugehen. Der gehört zu Gottes Plan. Aber er kann manchmal richtig beschwerlich sein. Oder ich denke auch zurück, als wir mit dem Alpha-Live-Kurs im Sommer gestartet sind. Wir haben so eine richtig coole Truppe, ist gerade jetzt diese Woche fertig gegangen. Es war richtig toll. Aber es war auch frustrierend, weil wir haben so viele Menschen eingeladen, weil wir wünschen, dass sie von Jesus hören dürfen und Jesus kennenlernen dürfen. Und so viele haben einfach abgesagt. Das ist mir sehr steinig vorgekommen. Aber wir haben einen Auftrag von Jesus, das Evangelium zu verbreiten. Und auf diesem steinigen Weg gehen wir voran, auch wenn es manchmal schwierig scheint. Vielleicht kommen dir auch Dinge in den Sinn. Vielleicht hast du auch einen Ruf, etwas, das dir Gott aufs Herz gelegt hat, mit dem du Gott dienen sollst. Vielleicht hat er dir aufs Herz gelegt, indem du dienst anderen Menschen. Vielleicht hast du zum Beispiel Flüchtlinge auf dem Herz oder Menschen, denen es nicht so gut geht. Oder irgendetwas anderes und du merkst, es ist ein steiniger Weg. Aber genau auf so einem steinigen Weg ist Gott in diese Welt hineingekommen. Maria hat nicht aufgegeben. Josef hat sie mitgenommen. Sie hat im Schmerzen geschrien, wie es das kleine Kind dann auf der Welt war. Aber genau das war der gute Plan von Gott. Vielleicht hast du irgendwelche Begabungen, die dir Gott geschenkt hat. Also sicher hast du irgendwelche Begabungen. Aber solche, wo du merkst, es wird ein steiniger Weg mit denen. Vielleicht hat dich Gott so begabt und du bist in der Jungschar Vollgas am Geben, aber du merkst, manchmal ist es steinig. Oder keine Ahnung, mit welchen Begabungen. Jeder hat Begabungen, mit denen er dient, im Gebet, im Worship, wo auch immer. Und du merkst, es gibt auch steinige Zeiten, herausfordernde Zeiten. Und genau das kann zu Gottes gutem Plan gehören. Ein schönes Bild. Diamanten, die werden unter großem Druck erzeugt. Und der Retter der Welt, der König des Universums, ist unter gewaltigem Druck, unter widrigsten Umständen, in einem steinigen Weg auf die Welt gekommen. Nicht romantisch und schön, sondern eigentlich richtig, aus menschlicher Sicht richtig herausfordernd. Aber es war der Durchbruch der Menschheitsgeschichte. Ich will dich ermutigen, wenn du Widerstände erlebst auf dem Weg, den Gott mit dir gehen möchte, geh mutig voran, geh den steinigen Weg. Gott ist mit dir und er hat einen guten Plan. Er weiß schon, was er macht. Es hat einen Sinn, es hat einen Weg. Und dann sind diese beiden unterwegs mit Gott in diesen Ort. Ich will noch diese 2 Verse lesen, wie jetzt das kleine Kind auf die Welt kommt. Das finde ich auch so spannend. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Also sie gebar, wir haben vor einem Filmausschnitt gesehen und einige wissen das aus eigener Erfahrung. Gebären ist auch nicht so eine romantische Geschichte. Hier es steckt so viel mit Bedeutung da drin. Ein erstgeborener Sohn im Alten Testament war schon klar, seit Gott dem Volk Israel am Sinai begegnet ist, das erstgeborene Kind ist ein gottgeweihtes Kind. In Windeln gewickelt hat auch eine Bedeutung. Die Location, ich habe mir über die Location Gedanken gemacht. Das Titel heute ist auch die Krippe. Wo kam dieser Jesus eigentlich auf die Welt? Und ich habe gemerkt, das ist absolut spannend. Also im Text hier heißt es, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Tatsächlich ist es ein bisschen eine komische Vorstellung, dass diese beiden, Maria und Josef, von Herberge zu Herberge gegangen sind in Bethlehem, weil Bethlehem war ein kleines Kaff, da hat es wahrscheinlich keine Hotelindustrie gegeben mit mehreren Gasthöfen und so weiter. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie einfach bei Verwandten waren. Der Josef kam ja von da, der hatte Verwandte da, vielleicht sogar ein eigenes Haus. In Matthäus 2 könnte man das fast vermuten, kommen wir dann in ein paar Wochen darauf zurück.
Viel wahrscheinlicher ist, dass sie bei Verwandten gewohnt haben und in diesem Haus, an diesem Ort, in dieser Herberge oder wie man das Wort auch übersetzen könnte, in dieser Raum, in diesem Gastzimmer, in dieser Unterkunft, in dieser Einkehr, gab es einfach nicht genug Platz, weil da waren noch viele andere Leute. Und jetzt stellt euch vor, du bist da und jetzt geht los mit der Geburt und alle Leute sind da. Dann suchst du einen Raum, wo es ein bisschen ruhiger ist. Andere Übersetzungen schreiben dann zum Beispiel auch, denn es gab für sie keinen geeigneten Platz im Wohnraum. Dann haben sie einen anderen Ort gesucht, irgendwo, wo sonst Tiere waren, wo eine Krippe steht. Also die Krippe, die steht hier, dass Jesus in dieser Krippe auf die Welt gekommen ist. Und wie dieser Stall ausgesehen hat oder dieser Anbau oder dieser Unterbau oder diese Höhle, könnte auch eine Höhle gewesen sein, wobei es muss ja eigentlich in Bethlehem sein, weil die Hirten werden dann nach Bethlehem geschickt und im Dorf selber drin weiß ich nicht, ob da auch Höhlen gibt. Aber es war ein Ort, wo sonst Tiere waren, wo eine Krippe stand und da waren sie, wahrscheinlich weil dort ein bisschen Ruhe war und dort ist dieses Kind in Bethlehem in der Krippe auf die Welt gekommen. Ich habe mir zuerst gedacht, wieso in Bethlehem? Über diese Stadt lesen wir ja viel. Es ist interessant, das erste Mal in der Bibel, wo diese Stadt so erwähnt wird, ist als dort, wo Jakobs Frau begraben wird, die Rahel. Die Lieblingsfrau von Jakob, die hatte Jakob, der Stammvater von Israel, er wurde später auch Israel genannt, hat diese Frau, die Rahel, die ist unfruchtbar, bekommt dann trotzdem als ein Wunder Kinder, diesen Josef. Josef, der eigentlich seine Familie, seine Sippe gerettet hat, indem er verkauft wurde in die Sklaverei und dort geschaut hat, dass es dann Nahrung gibt für seine Sippe. Und diese Frau wurde in Bethlehem begraben, eine Unfruchtbare, die eine Art Retter geboren hat. Bethlehem wird noch weitere Male erwähnt, das kann ich jetzt nicht alles sagen, ist aber super spannend. Im Handout habe ich ein paar Dinge hingeschrieben, es ist auch unten im YouTube verlinkt, aber dort kann man gut noch tiefer graben. David kam natürlich aus Bethlehem, ein unscheinbarer König, also als König war er gar nicht unscheinbar, aber ein unscheinbarer Mensch, nicht der Erstgeborene seiner Familie, irgendwo weit hinten, den Gott berufen hat, König zu werden, der alle Feinde rundherum besiegt hat. Und dann nur schon dieses Wort Bethlehem, das ist so bedeutungsvoll. Es ist zusammengesetzt aus zwei Wörtern, hebräischen Wörtern eigentlich. Das erste Wort ist Beit oder Beit. Das bedeutet so viel wie Haus. Oder Sippe, Familie, Wohnort kann es auch alles bedeuten, sogar Palast. Und das zweite Wort, Lehem, Bethlehem, oder? Ist Brot. Nahrung, Lebensmittel, Essen, sogar die Schaubrote im Alten Testament werden so genannt. Könnt ihr selber mal ein bisschen weiterdenken. Also Brothausen, der Ort, wo das Brot herkommt. Das war tatsächlich auch eine Gegend, die war fruchtbar. Wahrscheinlich hat es wirklich ein paar Felder. Hirten waren ja auf dem Feld dann auch. Also ein unscheinbarer Ort, der Brothausen genannt wird, von wo die Nahrung kommen soll. Vielleicht für ein paar umliegende Dörfer und so weiter. Und dann plötzlich dieser Jesus, der da geboren wird und zur lebendigen Nahrung wird für die ganze Welt. Das ist unglaublich, oder? Und dann liegt er nicht irgendwo, sondern in einer Krippe, in einer Futterkrippe. Also derjenige, der von sich sagt, ich bin das lebendige Brot, kommt in Brothausen auf die Welt, wird die ganze Welt ernähren. Geistlich. Und liegt in der Futterkrippe. Und das ist auch so etwas, wo ich merke, das ist viel mehr als eine Geschichte. Gott selber, der zu uns kommt und für uns ist, uns beschenken will mit sich, unsere Nahrung sein will. Das ist etwas Wunderbares. In Johannes 6, Vers 35, dort sagt es Jesus so: Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Bethlehem wird auf einmal in einem Moment zur Kornkammer der ganzen Welt zu allen Zeiten. Das lebendige Brot kommt von dort, aus Brothausen, aus der Futterkrippe, da wo Jesus hingelegt wird. Das so 3 Gedanken, warum das viel mehr als eine einfache Geschichte ist. Jesus kommt in unsere Welt, das war Lukas so wichtig.
Es ist nicht einfach eine Geschichte, sondern hat sich so zugetragen, es ist historisch zuverlässig überliefert bis heute. Das bedeutet, Jesus, Gott selber kommt in diese Welt, in der du lebst, in deine Welt. Ein zweiter Gedanke, Jesus ist das lebendige Brot für uns bis heute. Wenn wir Jesus kennenlernen, wenn wir an ihn glauben, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann verheißt er uns, dass unsere Seele nicht mehr dürsten wird. Er wird zu unserem Brot eigentlich. Und ein dritter Gedanke, Jesus schickt dich vielleicht auf einen Weg, der steinig ist, aber es ist ein guter Weg. Und manchmal vielleicht besonders steinig, wenn auch ein Durchbruch bevorsteht. Und da will ich dich ermutigen, ja, vielleicht Josef und Maria da als Vorbild zu nehmen, die einfach sagen, Gott, ich will dir dienen und ich gehe diesen Weg, den du mich schickst, auch wenn die äußeren Umstände widrig sind. Ich weiß nicht, welcher Punkt dich von diesen anspricht, welchen Gott dir aufs Herz legen möchte. An einem Ort wird etwas in dir angesprochen sein und ich will dich ermutigen, diesen Punkt heute mitzunehmen, weil Jesus möchte uns etwas mitgeben, es ist mehr seine Geschichte. Ich will beten. Danke, Jesus, dass du auf diese Welt gekommen bist. Danke, Jesus, dass du so völlig anders gekommen bist als ein weltlicher Herrscher, dass durch dich der Himmel in diese Welt eingebrochen ist. Du bist Gott und du bist zu uns gekommen und wir fragen uns manchmal, ja, wie ist Gott, wer ist Gott? Und du bist gekommen, um unter uns zu leben, um bei uns zu sein, um zu zeigen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und du bist auch gekommen, damit wir lebendiges Brot haben. Nicht für den irdischen Hunger, sondern für den Hunger der Seele. Und wir wollen dir Danke sagen, Jesus, dass Bethlehem nicht nur zur Brotkammer für die umliegenden Dörfer wurde, sondern durch dich für die ganze Welt und auch für uns heute. Und Jesus, vielleicht ist jemand auch heute hier, der merkt, dass er auf einem steinigen Weg unterwegs ist, weil du ihn da losgeschickt hast. Oder der mit äußeren Umständen zu kämpfen hat, mit Widrigkeiten, obwohl er sich für dich einsetzen will, für dein Reich. Und Jesus, manchmal schickst du uns auf steinige Wege, aber wenn es deine Wege sind, sind es gute Wege. Auch wenn es bedeutet, dass man Dreck fressen muss. Dass es Widerstand gibt. Dass andere Leute mit dem Finger zeigen und lachen. Und da bitte ich dich um deine Kraft, dein Führen und den Mut, den du schenkst, auf deinem Weg einfach vorwärts zu gehen. Amen. Eine wunderbare Möglichkeit, wie wir heute uns immer wieder erinnern können, dass Jesus ja unser lebendiges Brot ist, ist das Abendmahl. Und es ist so cool, dass wir heute genau miteinander auch Abendmahl feiern dürfen. Etwas Wunderschönes. Und ich habe hier einfach zum Zeigen das Brot und den Wein und will einen Text vorlesen aus Johannes 6, wo das Abendmahl auf eine bisschen andere Art und Weise uns so nahe gebracht wird. Dort sagt Jesus, ich lese ab Johannes 6 ab Vers 51, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, wir haben auch den Traubensaft hier, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. In die Krippe. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit.
Ja, Jesus ist gekommen auf diese Welt und er ist gegangen den Weg bis ans Kreuz. Er hat seinen Leib hingegeben. Und Jesus ist auferstanden. Und das ist genau das, was er uns heute anbietet, dass er unser Brot sein darf. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir seine Vergebung annehmen, dann dürfen wir wissen, dass wir in alle Ewigkeit leben. Das bedeutet, dieses Brot zu essen, die Vergebung von Jesus anzunehmen, dass er für uns gestorben ist. Und so möchte ich euch heute einladen zum Abendmahl, den Leib, den Jesus gebrochen hat, seinen Leib, dürfen wir beim Abendmahl wie sinnbildlich in uns aufnehmen, um zu sagen, ja Jesus, ich glaube daran, dass du deinen Leib für mich gebrochen hast und du bist meine Speise in alle Ewigkeit. Ich will dich einladen zum Traubensaft, der steht für das Blut von Jesus, das er für uns vergossen hat und für den neuen Bund, den er macht. Der Bund, dass wir in Ewigkeit zu Gott gehören, nicht wegen dem, was wir machen, sondern wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Und wir dürfen das einfach als Geschenk empfangen und mit dem Abendmahl auch ausdrücken. Das Abendmahl ist hinten vorbereitet. Ihr habt während den nächsten Liedern Zeit, um aufzustehen, nach hinten zu gehen, das Abendmahl zu empfangen. Jesus Danke zu sagen für das, was er für euch getan hat, dass er das lebendige Brot ist für uns bis heute, geboren in Brothausen. Du darfst diese Zeit auch nutzen, um einfach am Platz zu sitzen, zu beten oder nochmals im Gedanken durchzugehen, was Gott vielleicht jetzt zu dir geredet hat. Du kannst auch diese Zeit nutzen, um nach hinten zu gehen. Es hat auch 2 Leute bereit, die für Ministry Time bereitstehen, Ministry dienen, die dir dienen wollen mit Gebet. Also wenn du etwas auf dem Herzen hast, vielleicht so ein steiniger Weg oder sonst etwas, darfst du auf die Leute zugehen, sie ansprechen, sie haben so einen Badge an, das sagen, ich brauche dein Gebet, ich wäre froh, könntest du für mich beten. Und sie beten sehr gerne für dich. Und ich will auch jetzt in einem Gebet Gott Danke sagen für das, was er getan hat und will euch bitten, dazu auch aufzustehen. Jesus, wir stehen jetzt vor dir. Du bist am Kreuz gestorben für unsere Schulden, unsere Sünde. Du hast dein Leben gegeben. Du bist der lebendige Gott, der sich nicht zu schade war, auf diese dreckige Welt zu kommen und in der Krippe 30 Zentimeter über dem Mist geboren zu werden. Und Jesus, wir sind so dankbar, dass du gestorben, aber auch auferstanden bist. Dass du bis heute lebst und dass du unsere Nahrung bist. Dass unsere Seele satt werden darf. Dass der Durst unserer Seele bei dir gestillt wird. Auch wenn die äußeren Umstände manchmal richtig schwierig sind. Und dein Friede, der gilt bis in alle Ewigkeit. Vielen Dank, Jesus, für das, was du getan hast. Amen. Nutze die Zeit, um in Begegnung mit Gott zu sein. Du darfst nach hinten gehen zum Abendmahl, am Platz bleiben, mit einstimmen, Gebet in Anspruch nehmen oder einfach das vor Gott bewegen, was er dir aufs Herz legen möchte.